Ein herzlicher Gruß und willkommen sei wie alle Nieuwsgierigen, die hier sehr interessante Geschichten hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Jesus deed mit seinen Jüngern immer weiter lange Weg gehen. Wenn du die Bibel lesen darfst, kannst du mit ihrem Taub durch das ganze Land Israel gehen. Endlich kann man ihren aufjenstig sein. Sie wären dabei, als ihr Meister Kranke heilen deid, als er von seinem Vater im Himmel reden deid, und als er mit einem Wort dem Sturm zum Stillsein bringen deid. Im Lukas-Evangelium steht, dass die Jünger mit Jesus auf eine Landgasse gingen und dann nur ein Dorf kommen, dort an der Grenze von Samaria in Galiläa liegt. Jesus, lieber Herr, halb uns. Sie raubten dort 10 Männer, als sie antworten, dass Jesus dort scheint. Als sie dann niederkommen, sagen die Jünger, dass diese Männer Lepra hatten, eine schreckliche Krankheit, die mit Placken auf die Haut anfängt und mit der Zeit die feiten Ohren verfühlen lässt. Die Leprakranken wurden von den anderen verbannt. Dann mussten diese arme kranke Menschen in Lascha oder irgendwo auf dem Fläche leben. Sie dürfen keinem anscheren. Alle gingen den weit aus dem Stich. Der Herr Jesus aber nicht. Jesus, halb uns. Gut bless nun Priester. Hij soll jün betätigen. Mit diese Wieder, die Jesus ernt nur dem Schätchen, die auch die Gottesdienste aufholen det, und aber auch so wird aus ein Gesundheitsprüfer wir. Der Priester wird der Einzige, der dort entscheiden kann, als wer Lepra hat oder gesund wird. Rein fürs mögen die 10 Männer sich auf dem Weg. Und als sie so gingen, wurden sie auf einmal an. Wir sind geheilt. Unsere Hitze war da ganz schmack und gesund uit. Einer von den 10 dreht sich auch kurz am Rand Jesus heran. Endlich wie er bei dem und schneit sich auch ver am Dohl. Dankeschön, Herr, dass du mich gesund gemerkt hast. Vielmal Dankeschön. Jesus checkt auf diesem leckeren Mann und früh verwundert. Sind nicht Tieren gesund geworden? Wo sind die anderen Nähen? Es muss einer angedreht an mich Dankeschön zu sein. Ja, muss einer. Einer wäre dankbar. Und du, für was kannst du von dir dem Herrn Jesus Danke sagen? Das ist einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder Antwort schreiben willst, dann hast du nur diese Adresse: teleninos@gmail.com. Und nochmal buchstabieren wieder: teleninos@gmail.com.